von den 13 Briefen, die Paulus geschrieben hat, fängt er 10 von seinen Briefen mit einem Dank an Gott für seine Geschwister, für seine jährliche Geschwister an den Verschiedenheiten. Und wir merken, wie er dankbar für ihre christliche Arbeit oder ihre Liebe zu Gott in den Menschen. Oder in unseren Text dankt er Gott für dort, was Gott für die Juden hat, für die Korinther Juden hat. Und wo Gott anhaft brücken könnt, in wunderbare Wege, um für ihn zu schaffen. Und dort gibt es 4 Hauptpunkte, actually, wofür Paulus Gott hier danken wird. Zum Beispiel, das sind Dinge, die Korinther von Gott entweder gekriegt haben, oder Dinge, die sie durch Gottes Kraft und Leitung getan haben. Und dort sind diese 4 Dinge, die wir mit Gottes Hilfe in der Summaris untersuchen wollen, um uns daran denken zu helfen, dass es wichtig ist, dass wir Gott füreinander danken dürfen. Liebe Geschwister, wo würde es sein, wenn wir allein Gott danken? Oder hier ganz allein von der Summaris wären? Würde es uns sehr schein gehen? Das wird spannender sein, würde es nicht? Das ist so wichtig, dass wir füreinander dankbar sind. Und dass wir Gott auch füreinander danken dürfen. So, wie werden diese 4 Punkte durchgehen? Und möchte Gott uns dadurch segnen. So, erstens sagt Paulus hier in Vers 4, wenn wir mit Vers 4 anfangen, wenn ihr in der Bibel nach oben Vers 4 sagt er, ich danke meinen Gott immer mit Junt für die Gnade, die er Junt durch Christus Jesus gegeben hat. So, Paulus fängt mit dem größten Geschenk an, und das ist Gottes Gnade durch Jesus Christus. Er dankt Gott, dass die Korinther die Gnade Gottes durch Christus kriegen können. Und er teilt sich auch mit ihren Tauben dabei. Er sagt in Vers 1 und 2, er sagt, Paulus, durch Gott seinen Wahlen aus Christus Jesus, sein Apostel eingestellt, und uns Bruder Sosthenes schrieben diesen Brief an Gott, seine Gemeinde in Korinth, und all die durch Christus Jesus geheiligt und eingestellt sind, Gott seine Heilige zu sein. Dann sagt er, der Brief ist auch an alle Menschen, alle Wegen, die den Herrn Jesus Christus anrufen, uns in Herr. So, er dankt Gott für all die Geschwister, was an Familie Gottes sind, und ganz besonders die Korinther. Wir können Gott nicht genug für unsere Erlösung danken. Warum nicht? Weil wir das nicht verdient haben. Right? Das ist ein Geschenk Gottes. Und viele Menschen, die sagen, no, wir wollen seilig durch unsere gute Worte. Und einer kommt uns niemals genug tun, um durch unsere Worte seilig zu werden. Das ist allmählich. Oder die sagen, no, wir wollen seilig, indem dort wir einmal nicht wegfahren. No, das Hauptsache, right? Dort einer jährlich wachsen kann und so wieder, und jährlich gesund bleibt. Das fern, wenn wir nicht wegfahren, und das ist nötig für uns. Aber dort merkt uns nicht seilig. Dort Heil in Christus kriegen wir als ein Geschenk. Dort ist Gottes Gnade. Wir haben das nicht verdient. Wir wären in unseren Sinnen ganz falsch, und wir hatten keine Hoffnung, ohne Christus Müll von unseren Sünden loszuwerden. Wir wären dabei versklavt. Wir wären falsch. Und auf einmal mögt Gott uns die Augen auf, uns die Horten auf, und er weiß uns, wo wir vor Gott stünden, und wo wir durch Jesu Gnade Kinder Gottes werden können. Das ist ein Geschenk. Dass er uns geraubt hat, dass er unsere Augen aufgemerkt hat, und so dass wir sein können, wo wir vor Gott stehen deuten. Wie Christus annehmen. Das ist ein Geschenk Gottes, und wir können und wir werden alle Tag dafür loben und danken. Und Paulus sagt dann in Vers 12, bei 14, er sagt, dankt Gott, den Vater dafür, dass er Junt fähig gemerkt hat, das Aufgabe zu kriegen, was Christus für die Heilige im Licht gemerkt hat. Er hat uns uit der Gewalt von der düsteren Macht rausgerat und hat uns angesagt an das Reich von seinen Leben sehen, Jesus Christus. Und Jesus habe ich unsere Radung, dort meint Jesus hat uns unsere Sünden vergeben. Gott sei Dank, dort wir von der Samaris das auch sein kann. Wenn wir Jesus angenommen haben, wenn wir Kinder Gottes sind, dann können wir sagen, Gott hat uns die Sünden weggenommen. Der hat uns vergeben.
Gott sei Dank. Wo anders wird uns Leben luten, liebe Geschwister, wenn wir für die Samarias nicht Gott haben. Nie halt noch eine Frau. Wo anders wird uns Leben von der Samarias luten, wenn wir unsere Geschwister im Herrn nicht haben. So wie ich am Anfang sagte, wenn wir hier ganz allein von der Samarias würden sein. Und jetzt sehr viele Städte, wo das dort ist, wo es sehr wenig Kinder Gottes sind. In Ländern, wo die Moslems die Überhand haben, oder wo die Christen so sehr verfolgt wurden. Dort sind ganz anders als hier. Und wir haben einander, wir danken Gott dafür. So, wir danken Gott, dass wir Erlösung in Christus genießen können, aber wir sagen Gott auch danken, dass er unsere Geschwister im Herrn auch geraten hat. Wir danken Gott dafür, dass wir nicht allein sind, dass wir mit anderen taub Gott dienen können. Liebe Geschwister, wo anders wird uns Leben nicht luten, oder wo anders würden die Verhältnisse oder die Beziehung an der Kirche nicht luten, wenn wir an der Stadt unsere Geschwister im Herrn für ihre Fehler kritisieren, dort wir Gott danken würden, dort er ihre Säulen auch geraten hat. Und dort wir füreinander mehr beten würden, dort Gott andere auch helfen wird, jährliche Sünde blieben, jährlich zu waschen und so weiter. Unsere Beziehungen, ich glaube, die würden noch stärker sein von der, als was die sind. Dort ist so leicht kritisch zu sein, dort ist so leicht Finger zu wiesen auf andere, wo artig andere sind und wo schlecht andere sind. Und soll wir nicht füreinander mehr dankbar sein, dort wir einander haben, dass Gott nicht bloß mir geraten hat, aber meine Geschwister im Herrn auch geraten hat. Zweitens sagt Paulus im 5. Vers 5. Durch Jesus Christus sind die in alles richtig geworden, in alles, was die von ihm lernen, in alles, was die von ihm verstehen. Und Paulus wird dankbar für die jährliche Gaben, die Korinther von Gott gekriegt haben. Hier erwähnt Jesus in Elia, right, dass die diese Boten oder diese Lehre von Jesus hatten. Aber dann in Vers 7 sagt er noch was dazu. Er sagt in Vers 7, so fehlt ihnen dort an keine Gaben, die der Herr jetzt right? Die Geschwister in Korinth werden reich und jährliche Gaben in Paulus, wir seien dankbar dafür. Woran, liebe Geschwister, woran ist es wichtig, Gott für die Gaben zu danken, die andere Christen haben? Oder ist es wichtig? Warum ist es gut, dass wir Gott danken, dass wir nicht die Einzigen sind, die jährliche Gaben von Gott gekriegt haben? Und dass die nicht alle immer reine Gaben sind? Wir brauchen uns untereinander, ja. Wenn wir nicht Gott dafür danken, dann was mit uns? Oder wo waren wir dann? Ja, wir wollen negativ, ja. Es ist doch möglich, wenn wir nicht Gott für diese Dinge danken, dass wir selbst oft janstig waren über andere. Und uns mit anderen Menschen vergleichen in seinen Kimmel. Kimmel wird gerne down dort und was er oder sie down kann, wo die singen kann. Die kann bloß viel besser singen als ich. Und dann steht Gott dafür danken, dass es so eine Singe eine Kirche gibt, wo wir oft janstig. Neidisch. Andere kann Gottesdienste so fern organisieren, die helfen mit und die down und dort. Und das fern, wenn wir das sein, dann, dass andere Menschen andere Gaben gegift sind, gekriegt haben, dass wir Gott auch dafür danken. Dann wenn wir alles würden allein machen, das wird nicht schaffen. Und wie kann ich alle diese Gaben haben? So eine steht oft an sich zu wollen, wie wir dankbar sein. Der bewahrt uns auch, wenn wir dankbar sind, der bewahrt uns auch verstellt worden, bis wir weiter down dort andere auch wichtige Gaben haben, die Gott brücken wollen. So, wir wollen Gott für die jährliche Gaben danken, die er uns alle gegeben hat und dort er uns helfen wird, die Gaben für ihn zu brücken. Wir danken Gott für unsere Sonntagsschullehrer, right? Wir können nicht alle Sonntagsschullehrer sein.
oder Lehrer sein. Wir können nicht alle Musiklehrer sein. Ja, wir danken Gott für die Verstandsbrüder und für Schwester Erika, unsere Kassiererin. Wir danken Gott für unsere Ushers und für alle, die ihre guten Brücken tun, um Gott in andere zu dienen. Für unser Soundteam und für die Kirchfrühes. Was immer abgehen wir haben, wir wollen Gott dafür danken. Wir wollen für uns selbst auch beten, dass Gott uns Gelegenheiten wiesen wird, wo wir unsere Gaben, die er uns gegeben hat, für Gott brauchen können. Zum Beispiel, wenn wir eine Gabe haben, mit Menschen zu kommen oder mit Menschen zu reden, weil wir extra dann anladen, wo möglich. Right? Wenn wir eine Gabe haben, zu rechnen, vielleicht können wir das haben, wo noch brauchen. Aber immer unsere Gaben sind, weil wir die zu Gottes Ehe brauchen und mit Frieden. Wir wollen füreinander danken. Wir danken Gott, dass wir nicht alle rein sind, dass er uns verschiedene Gaben gegeben hat. Wir sollen nicht denken, dass welche Gaben wichtiger sind als andere. Das wir ein Problem, das weit wir alle, right? Das wir ein Problem, was die Korinther damals hatten. Da legten mehr Wert auf welche Gaben als andere. Und Paulus sah diese Gefahr und er versagt, dadurch ein Bild zu werden. Er sagt, lass mich ein Vers lesen in 1. Korinther 12, das ist Vers 12. In 1. Korinther 12, Vers 12 sagt er sagt, so als ein Körper ein Ganzes ist, wenn die auch viele Glieder haben, und all die Glieder so viel, als dort auch sind, ein Körper sind, so ist es auch mit Christus. So wir sind verschieden, aber wir schaffen taub. Und dann sagt er in Vers 25 bis 27, 1. Korinther 12, Vers 25, darüber soll nicht eine Spannung am Körper sein, die Glieder sollen alle gleich einer für den anderen sorgen. Wenn ein Glied liegt, leiden alle Glieder mit. Und wenn ein Glied geirrt wird, freuen die anderen sich alle mit. Ihr seid nicht Christus, sein Körper, und ein jeder ist ein Glied und arm. So wir sollen Gott danken, dass er seine Gaben aufteilen wird, dass er dort für Gott fängt, sagt er immer weiter in sein Wort. Right? Hij deed dat. Hij weet wat hij ons breken kan en wat hij daar kan schaffen kan. Hij deed dat uitdelen. En wat immer hij ons gegeven heeft, wat immer die Gaven zijn, wir sagen Gott Dank dafür. En wenn wir andere ihre Gaven zijn, dann danken wir Gott auch dafür, dass wir verschieden sind und dass wir diese Gaven dann taub stellen können, sodass wir noch taub viel mehr für Gott tun können, als wenn wir würden proben, alle selbst Gott zu dienen und apart Gott zu dienen. Wir tun unsere Gaben taub aus Körper Christi und wir danken Gott dafür, dass wir taub schaffen können für arm. Drittens dankt Paulus für die Korinther ihre christliche Wandel. Wir lesen in Vers 6, 1. Korinther 1, Vers 6. Was Junt von Christus gesagt worden ist, hat sich an Junt ganz angewartet. Luther eben sagt, denn die Predigt von Christus ist in euch kräftig geworden. Was meint dort? Wo wird es kräftig? Wo wird es stark? Was meint dort verhebt? Ja, das ist zu sein, dass die Geschwister dort üben deuten, nicht? Was die gelehrt haben. Und meine englische Übersetzung sagt, Christus, sein Zeugnis, ist an Junt bestätigt worden. Im Neuen Testament lesen wir von, wo Jesus seine Lehre und auch Evangelium an Christen durch den Heiligen Geist bestätigt worden ist. Zum Beispiel, ich will Hebräer 2 lesen für uns, Hebräer 2 von Vers 3 und 4. Hebräer 2, Vers 3 und 4, das sagt der Hebräer-Buchschreiber, wo kann wir dann rechnen, damit weiterkommen, wenn wir so einen großen Radungsweg nicht achten, dort uns erstens vom Herrn selbst gepredigt wird und dann von der bestätigt wird, die am Reden gehört haben. Und Gott selbst hat dort auch bestätigt durch Zeichen und Wunder und verschiedene Wirken von Kraft und durch dort Utteilen vom Heiligen Geist, so es er dort will. So Paulus wirst dort das Evangelium Jesu durch den Heiligen Geist an die Geschwister in Korinth bestätigt wir. Die deuten dort ausleben, was sie behaupten zu glauben.
Und als bei Bibel lesen, weit wie dort nicht all die, was in Korinth wären, Kinder Gottes wären. Was von die wären actually nur gottlos. Und dort lesen wir einmal weiter in 1. und 2. Korintherbrief. Nicht all die Korinther hatten Gottes Geist an sich. Dort wird zu sein, wer Kinder Gottes wären und wer nicht wären. Dort wird zu sein, wer den Heiligen Geist an sich hat und wer nicht hat. Aber er schreibt an diese Worte den Heiligen Geist haben. Und wie kann Gott von dir danken, dass der Heilige Geist noch einmal wahrlich ist und an Christen Horten nannte tragen, um uns zu helfen, das Evangelium Jesu zu bestätigen. Entweder durch die geistliche Gaben, die er uns gibt, oder durch die geistliche Frucht, die er durch uns verbringt oder wirkt. Und wir wollen Gott auch für die Christen danken, die mit ihrem Leben gewiesen haben, was dort meint, Jesus vom Horten zu dienen. Und ich nehme an, dass jeder von uns an was Christen denken kann, die ein vorbildliches Leben geführt haben, wodurch der Heilige Geist große Dinge für Gott getan hat. Ich habe nicht an was Christen denken, wie man das nicht erwähnen, aber ich glaube, wir können alle an was Christen denken, wo das Evangelium Jesu Christi bestätigt wird. Echte Kinder Gottes, die Gott über alles live halten und der nur aus sich selbst. Und die werden gute Beispiele. Ich kann an was so denken. Ich danke Gott für die. Wenn ich die Menschen in meinem Leben nicht habe, ich glaube, mein Leben wird von dir unterschluten. Weil wir Gott für so eine Beispiele danken und auch beten, dass Gott uns helfen wird, liebe Geschwister, auch anderen ein guter Beispiel zu sein. Nicht all wie kriegen so eine Menschen sein für andere, die uns kicken. Besonders die jungen Menschen, die Jugendlichen, die Kinder, die uns kicken. Auch die Jugendlichen sollen gute Beispiele sein für die Kinder. Ich sage an, dass nur fertig, ich sage, die kleinen Kinder, die kicken nicht die Jugendlichen. Was die Jugendlichen tun, wo die sind, wo die sich umtragen tun und alles. Die Kinder, die kicken nicht. Und ich sage an fertig, dass sie Aposteln sind. Erstens sollen sie Gott vom Horten live haben, nicht? Und Gott vom Horten dienen. Dort wird sie viel damit helfen. Aber das ist wichtig, dass die gute Vorbilder sind und dass wir für die Jugendlichen gute Vorbilder sind. Was das meint, Kind Gottes zu sein. Was das meint, Jesus in der Lehre vom Horten zu leben. Die kicken nicht uns. Die weiten, ob wir Jesus vom Horten live haben oder nicht. Wir danken Gott für die gute Beispiele, die Rahmans sind. In den letzten Punkt, den Paulus erwähnt, fingen wir in Vers 7, 1. Korinther 1, Vers 7. Er sagt, oder du dankt Paulus Gott für die Korinther, was du nun lernen deuten, dass der Herr Jesus Christus wahre kommen soll. Eine Weise von den Christen in Korinth werden auch ein Vorbild, in dem sie jeden Tag so leben deuten, als ob der letzte Tag wäre, als ob der Herr bald zurückkommen würde. Und diese Christen wussten, dass Jesus versprochen hat, war er kommen, und die wollen darauf bereit sein. Und um für Jesus in der kommen bereit zu sein, mussten wir reine Horten haben, die mit Gottes Gegenwart oder Gottes Geist gefällt sind, nicht? Und wir mussten reine Horten haben. Und das ist so wichtig, die reine Horten zu haben, und dass die rein bleiben da. Und Paulus sagt in Titus 2, Vers 11 und 13, in Titus 2, 11 bis 13, wie Gott seine sollmerkende Gnade ist für alle Menschen nachgekommen, die lehrt uns auch die gottlose und weltliche Leidenschaften oft zu sein, die weltliche Dinge, die uns anjankern wollen, die oft zu sein, uns zu beherrschen und aufrichtig und gottesfürchtig in dieser Welt zu leben, werden wir in der solche Hoffnung lernen, dass uns großer Gott und Heiland Jesus Christus in Herrlichkeit kommen wird. So wie man all diese weltlichen Dinge einmal aufschaffen, zu sehen, nicht mehr das, was zu tun haben, wir sollen rein bleiben und du nur lernen, dass Jesus Christus kommen soll. Und dann an Timotheus schreibt Paulus in 2. Timotheus 4, von Vers 7 und 8, 2. Timotheus 4, Vers 7, er sagt, ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe ihn ausgehalten, ich habe Glauben gehalten, für
für mich eine Gerechtigkeitskronen reit, der die Herr, der gerechte Rechte, mir und jenem Tag geben wird. Und die kriege nicht bloß ich, über all die sich dort zufrieden, dass der Herr kommen wird. Liebe Geschwister, wenn wir nicht reit sind, dann freuen wir nicht, dass der Herr kommen soll. Dann beten wir innerlich, Gott, komm noch nicht, ich sehe noch nicht reit. Aber wenn wir reit sind, dann beten wir vom Herrn, Herr, komm bald. Wir sind reit. Wir wollen ein Haus. Ans Janker durchhauen, wo er ist. Aber wenn wir noch nicht reit sind, dann sei wir doch nicht. Dann bete wir, dass ich für ein Gebet habe, als junger Mensch, als ich mich noch nicht bekehrt habe. Im Bad würde ich zu Gott beten, bitte komm noch nicht. Ich sehe nicht reit. Gib mir noch einen Tag. Und dann, meistens würde es noch länger sein, right? Noch ein Tag und dann noch ein Tag und so wieder. Aber ich endlich durchkam, wo Jesus mich eine Sicht geraubt hat und ich seine Einladung annehmen, ein Kind Gottes ward. Nie kann ich auch vom Herzen sein, Herr, komm bald. Ich freue mich, dass deine drei kommen. Paulus sagt, wenn wir unseren jährlichen Kampf gut kämpfen und was eng uithalten, dann leicht für uns auch eine Gerechtigkeitskrone reit, die Gott uns am letzten Tag geben wird. Der ist right. Und das Wort, was in Vers 7 aus Lehren gesagt wird, meint ständig du nur lehren. Nicht bloß zu Wassertiten. Wir müssen ständig ab Jesus in drei kommen reit sein, kriegst aus diese Korinther auch du verreit werden. Und dort soll auch noch gesagt werden, dass diese Christen in Korinth nicht bloß Rahmen sollten, währenddem sie ab Jesu drei kommen lürden, sie hatten für den Herrn geschafft. Sie leiten Gottes jetzt mächtig durch anschaffen, durch ihre Guven, ihre jässliche Frucht und auch ihre christliche Wandel. Diese Christen in Korinth weisen andere Christen, woran dort wichtig ist, immer für Jesus in drei kommen reit zu sein. Und Paulus wird Gott, so sei er dankbar für seine Christen. Die werden Gott beisparen für ihn. Paulus fängt viele seiner Briefe mit der Wort, ich dank meinen Gott, wenn ich an Junt denk. Ein Bibelforscher schreibt Folgendes. Er sagt, beim Erntedank denken wir an die vielen verschiedenen Segnungen, die wir vom Herrn gekriegt haben. Und wiesen Gott unsere Dankbarkeit am Gegenüber. Aber unsere Dankbarkeit soll alle Tag zu sein. Wir können unsere Eltern und Freunde und Lehrer an der Gemeinde und natürlich Gott niemals genug danken. Und wenn die Dankbarkeit ein zentraler Punkt in unserem Leben ist, dann wird unsere Einstellung dadurch auch beeinflusst. Mit einer dankbaren Einstellung, wo wir mehr positiv sein, wir wollen gnädig sein, wir wollen leibtulich sein und wir wollen demütig sein. Wir als Kinder Gottes haben so viel, wofür wir Gott danken können. Von der und auch alle Tage. Und Gott sorgt für uns, dass wir einmal genug zu eten haben. Er gibt uns ein warmes Haus, Sicherheit am Land. Er gibt uns die Freiheit, zu kommen, um am Abend zu beten und zu Abend zu beten. Er gibt uns so sehr viele Dinge. Und wir danken Gott für all die Dinge. Und wir würden noch an viel mehr Dinge denken können, physische Dinge denken können. Aber hier so am Anfang los wie in unserem Text, wo Paulus Gott für seine jässliche Geschwister danken deut. Nicht bloß für die physischen Dinge, aber seine Geschwister im Herrn. Ja, wir danken Gott für unsere Erlösung, dass wir kein Kinder Gottes sind. Aber danken wir Gott, dass er unsere Geschwister im Herrn auch gerat hat. Wo wird es sein, wenn wir Gott allein dienen müssten? Wir danken Gott für die Gaben, die er uns gegeben hat. Aber danken wir Gott für die Gaben, die er andere gegeben hat. Wo wird es sein, wenn wir die Gaben nicht haben, die Menschen nicht haben? Und allein für Gott schaffen müssten. Wir würden niemals dort tun können, was wir taub tun können. Wir danken Gott,
Dort er uns habt, ein Gott wohlgefallenes Leben zu führen. Und bedanken wir Gott für die christlichen Vorbilder, die Raum uns sind. Wir danken Gott, dort wir für Jesus in Dreh kommen, kann reit sein. Und bedanken wir Gott für all die anderen Kinder Gottes, die auch für seine Dreh kommen, reit sind. Liebe Geschwister, sei wie füreinander dankbar. Ich habe wie Paulus sein, wann ich an Junt denk, dank ich Gott für Junt. Und ich glaube vom Herzen, dass wir füreinander doch dankbar sind. Das ist immer weiter zu spüren. Und ich freue mich vom Herzen, dass ich hier dienen kann und Junt Leben immer weiter feilen kann. Aber ich glaube, wir würden noch alle dankbarer worden können, nicht? Als was wir von dir sind. So, ich würde uns ermutigen und Motto sprechen, das nächste Mal, wenn wir für andere Menschen beten, dann auch für ihn zu danken, dass wir einander haben. Amen.